Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vokane Mode. Heute schauen wir uns mal im Ohnsorg-Theater an, wer da eigentlich so im Vorderhaus arbeitet. Ja, dann kommt mal mit. Na? Wer ist das? Witziger Zufall, die wollte ich euch gerade vorstellen. Das ist Bella. Hallo. Bella, was machst du eigentlich im Ohnsorg-Theater? Ich kümmere mich darum, dass allen Gästen gut geht. Ich mache Schichtleitung in der Gastro und Ja, dann zeig uns doch mal deinen Arbeitsplatz. das mache ich sehr gerne. Komm mit. Genau. Das Foyer. Oh, das ist schön angenehm kühl hier. Ja, Ich habe ja so eine Mütze auf, deswegen könnte man denken, es ist kalt draußen. Das stimmt aber nicht. ist es nicht. Ich habe auch extra ein bisschen längere Klamotten angezogen, aber mir ist auch ein bisschen warm, muss ich sagen. Wir passen heute auch farblich ganz gut zusammen. Wir geben unser Bestes, würde ich sagen. Sag mal, was sind denn das da für lustige Smileys? Da können Gibt's die da- Gäste nach der Vorstellung quasi auswählen, was sie gesehen haben und wie es ihnen gefallen hat. Und dann kann man so, ja, gut, sehr gut. Luscherst du da manchmal so ein bisschen? Ja, wir kriegen einmal die Woche gesagt, wie es so war, wie die Woche so gelaufen ist. Dann Und? läuft immer ganz gut. Ja? Sind da viele glückliche Smileys Es sind unterwegs? viele glückliche Smileys, genau. Und dann kann man auch sagen, wie hat ihnen der Service gefallen, wie hat ihnen die Mitarbeiter und Und jetzt steht da ob platt. Gibt's das Ganze nochmal auf Plattdeutsch? sicherlich. Na sicherlich. Was sollte es sonst im Ohnsorg-Theater geben? Hat Sollte nicht nur- funktioniert. Da ist es. Ja, dann würde ich mal sagen... Na, Gut, natürlich. Gut. Ja, toll. Dann zeig uns doch noch mal ein bisschen, was wir hier unten sehen. wir sehen das Theater. Normalerweise sind hier ein paar mehr Leute, aber die Vorstellung fängt eben erst um 20 Uhr an. Und es ist ja noch relativ früh. Deswegen jetzt so langsam trudeln die Gäste, also erstmal die Mitarbeiter ein und dann so ab 18 Uhr kommen die ersten Gäste. Und dann wird es hier ganz schnell ganz wuselig. Und dann haben wir noch Garderoben. Hier haben wir Garderoben. Und da, hinter dieser Tür, die jetzt zu ist, da ist dann später, da gibt es Getränke und Essen und alles Mögliche. Schön. Und jetzt erzähle uns doch mal, was ist eigentlich genau deine Aufgabe hier? Was ist meine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe Was und mache ich? wie bist du hierher gekommen? Ja, ich arbeite schon relativ lange hier, seit 2016. Wow. Also seit 7 Jahren fast. Nee, 2015. Darf ich Seit dich 7 Jahren, ja. fragen, wie alt du bist? Ja, 26. Wow. Genau. Ja, ich habe mich damals einfach beworben, weil ich dachte, Ohnsorg-Theater und natürlich, man kennt das ja, die Familie, sie ist Ja. begeistert. Alle sagen, Ja. Ohnsorg-Theater, wirklich. Und dann, und dann hat es mir so gut gefallen und mittlerweile jetzt auch schon so lange, genau. Und ich habe es ja eben schon ein bisschen angerissen. Es geht darum, mit dem Hinterhaus ein bisschen zu kommunizieren, dass die Vorstellung anfangen kann, dass die Gäste zufrieden sind, Garderoben, Mitarbeiter, alles so ein bisschen organisieren. Cool. Ja, dann lass uns doch noch mal ein bisschen weiterziehen. Ja, sehr gerne. Wir können ja mal nach oben sonst. Da ist es auch. Sieht sehr ähnlich aus, aber ist auch ganz schön. Man hat eigentlich auch einen sehr schönen Blick über den Hauptbahnhof. Aber weil wir eben schon gesagt haben, es ist ein bisschen warm, haben wir die Ja. Rollos runtergelassen, Ein bisschen. damit wir nicht umkommen. Sag mal, warum heißt es eigentlich Vorderhaus? Das ist eigentlich ganz logisch. Es ist vor der Bühne. Und wir sind natürlich immer an vorderster Front, sowieso. Immer. Immer. Ihr seid die Ersten da. Wir sind die Ersten, wenn irgendwas nicht passt, wenn irgendein Gast ein Wehwehchen hat oder auch wenn es super läuft, dann kriegen wir es immer als erstes mit und können dann sagen, ja, können es dann weitergeben. Lass uns mal da hinsetzen. Bisschen gemütlich machen hier. Boah, ist das schön, wenn hier nicht so viel los ist. Ja, es ist ganz angenehm, da ist nicht so laut. Es kann schon auch so im Winter, wenn dann so viele Kinder da sind, so 4 Vorstellungen am Tag, dann wird es schnell ganz laut. Ja, das glaube ich. Und wie ist das denn, wenn jetzt hier so, ich meine, wie viele Menschen passen noch mal ins Ohnsorg-Theater? 411. 411 Menschen laufen hier rum. Ja. Du läufst hier rum. Du bist hier ständig auf Achse. Du hast so viele Sachen zu tun. Reden die Menschen mit dir? Spricht das Publikum dich auf das Stück an? Wollen die dir Sachen erzählen? Andauernd. Immer. Ja? Den ganzen Tag eigentlich. Was Und ist dann, das so? Wer spielt mit? Warum geht's?
wie gefällt's den anderen Gästen, wie gefällt's einem selber, obwohl man es manchmal gar nicht gesehen hat, so öffentliche Generalprobe, man hat selber das erste Mal das Stück eigentlich gerade gesehen und dann so, wie hat's Ihnen gefallen? Ja, gut, solche Sachen. Ja, und wie hast du das geschafft, irgendwie damit umzugehen, wenn ich mir so vorstelle, ich würde jetzt hier vorne arbeiten und es kommen irgendwie oft fremde Leute auf mich zu, es sind ja Menschen, die du nicht kennst meistens, ja. Und die fragen dich irgendwie irgendwas über das Stück. Du musst ja auch dann irgendwie irgendwas parat haben. Vielleicht gibt es ja auch mal Leute, denen irgendwas nicht gefällt. Genau, und dann der Sitz ist zu weich. Ja, genau. Die Bühne ist zu weit weg. Ja, es gab auch mal... auf Hochdeutsch. Genau, das wollte ich gerade erzählen. Da hatten wir einen Moment und ich stand da wirklich und dachte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kam eine Frau und meinte, Entschuldigung, ich möchte mit dem Chef sprechen. Und ich so, okay, warum? Kann man kurz und sie so, ja, das Stück ist ja auf Plattdeutsch. Und ich... Das passiert wirklich? Ja, das und dann steht man halt da und denkt so, was sage ich jetzt? Und dann sagst du, ja, das Stück, wir sind das Ohnsorg-Theater und so, das steht aber nirgendwo. Ich so, doch, das steht überall und das weiß, und dann musst es halt irgendwie, und irgendwann verstehen sie es und dann lassen sie ab und dann ist okay. Vielleicht kam sie aus Würzburg und da wusste sie das nicht und hat sie nur dieses schönes Theater gesehen. Da gehe ich mal hin. Also, kleine Überraschung für alle, die es nicht wissen. Hier passiert plattdeutsches Theater. Ganz überraschend. Hoffentlich sehen das viele Leute. Dann gibt's diese komischen Fragen nicht mehr. Ja, aber... Da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ja, aber echt verrückt, also, dass du dann so welche Kommentare bekommst. Jetzt sag doch mal, unabhängig vom Ohnsorg-Theater, was machst du denn sonst Was so? mache ich sonst so? Ja, ich habe mal Germanistik studiert, das hat mir nur so... Früher! Sie ist 26. Früher, als ich hier Damals. angefangen habe, habe ich Germanistik studiert. Dementsprechend hat das auch alles ganz gut gepasst. Da habe ich auch ein bisschen was mit Plattdeutsch gemacht und dann hat das alles ganz wundervoll gepasst. Genau, und jetzt mittlerweile studiere ich Psychologie. Wow, okay, warte, zu viele Wows hintereinander. Erstens, du hast was mit Plattdeutsch gemacht? Ja, ein bisschen was, genau. Also man hat ja so neuere deutsche Literatur und dann halt auch so Niederdeutsch gehört auch zum Curriculum für Germanistik mittlerweile, weil es ja eine Minderheitensprache ist. Cool. Und das heißt, die Frage stelle ich eigentlich ganz gerne so zum Schluss. Aber heißt das, du kannst vielleicht auch ein bisschen Plattdeutsch sprechen? Sprechen tue ich mir ein bisschen schwer, verstehen tue ich eigentlich alles. Wow. Ja. Und gibt's da ein Lieblingswort auf Plattdeutsch? Ja, bannig. Natürlich. Na klar, das Bannig. ist ein Klassiker, glaube ich, aber ich finde es, wenn man so sagt, ich hab dich bannig gern. Ja. Und Da gibt nicht viel, was besser ist. Das nutzt du auch? Ja, tatsächlich. Die Kollegen machen sich manchmal schon lustig, weil ich immer mit so einem norddeutschen Anschlag rede mit CH und BD und Dangi. Und dann gibt's immer schon Lacher. Ich finde das wahnsinnig schön. Ich mag das total. Ja, man braucht, finde ich, ein bisschen. Am Anfang, früher war ich immer so, Akzente, nee, Dialekt, nee. Aber je älter man wird, man kommt ja von irgendwo. Und es ist schön, dass man so Leute trifft und dann... Ja, wunderschön. Und jetzt zu deinem aktuellen Studium. Du studierst Psychologie. Ja. Wahnsinn. Und das heißt, also wenn du erzählen magst, wie teilst du das auf? So das ist ja das Schöne. Man hat ja im Theater Abendsarbeit. Ich muss eben auch noch pendeln. Ich studiere in Lüneburg und dementsprechend, das ist dann immer ein bisschen schwierig alles, aber es geht. Wenn man um 18 Uhr dann erst im Theater sein muss, dann hat man davor ja noch einen ganzen Tag Zeit, seine ganzen Sachen. Und dann ist es auch ein schöner Ausgleich, wenn man den ganzen Tag irgendwie am Laptop gesessen hat, irgendwie sich über das Leid der Menschheit so ein bisschen... Und dann stehst du hier abends und hast einen schönen Abend. Die Gäste sind glücklich. Du siehst die glückliche Menschheit. Genau, irgendwie ist es doch alles so einfach. Mhm. Siehst du das auch so, dass so Volkstheater und gerade das Ohnsorg-Theater, das ist einfach so eine angenehme Stimmung. Also klar, es gibt natürlich auch mal Stücke, vielleicht ein bisschen härter sind und wo auch unangenehme Themen angesprochen werden. Aber dass es so ein genereller Wohlfühlort ist und dass das sich auch so im Publikum widerspiegelt? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch Volkstheater total wichtig, weil als Jan Fedder gestorben ist, war es ja der Tod des Volkstheaters oder so, oder der letzte Volksschauspieler ist gestorben. Da dachte ich so, ja, es ist total traurig, weil eigentlich braucht jeder so einen Ort, wo man so hinkommen kann und einfach mal den Alltag vergessen. Und klar, auch es gibt ganz viele andere Bühnen, aber oft überwiegt eben, was du eben schon meintest, dieses Traurige, dieses Melancholische. Irgendwie man denkt über
Gesellschaft nach. Und natürlich tut Volkstheater das auch, aber halt auf so eine ganz angenehme Art und Weise. Es holt die Menschen irgendwie, also ich bin genauso wie du da total romantisch. Es holt die Menschen häufig da ab, wo sie sind. So. Ja. Und das oftmals auf einer humoristischen Art und Weise. Und das tut uns gut. Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Ja. Oh mein Gott, ja, auf Augenhöhe. Das ist so schön, dass du das sagst. Und dann passt vielleicht auch ganz gut die nächste Frage. Und zwar, was macht denn dieser Ort so? Was findest du so besonders an diesem Ort? Was magst du am liebsten an deinem Arbeitsplatz? Die Leute. Ja. Ja, die Kollegen. Das ist das, was mich seit 7 Jahren hier hält. Also sonst wirklich, wärst du hier auch nicht so lange und mit Pendeln und dies und das. Mit allem drum und dran. Das ist, die machen es so besonders. Und es sind von allen, also wirklich auch in meiner Abteilung, das sind Leute, die haben einen Meister in Slavistik oder arbeiten im Chemielabor. Und das ist so interessant. Man lernt so viele tolle Leute kennen und das ist cool. Toll. Und du strahlst so sehr. Auch als wir uns schon im Vorfeld natürlich ein bisschen über Bellas Arbeitsplatz unterhalten haben, da hat die auch schon so gestrahlt. Also man merkt, dass du hier richtig, richtig gerne bist. Ja. Schön. Ich find's auch schön. Dann, würde ich sagen, haben wir es. Oder? Ja. Hast du Lust, mir nochmal hier vielleicht noch ein paar Ecken zu zeigen? Gerne. Hast du irgendwas Besonderes, was du gerne sehen würdest wollen? Naja, ich sag mal so, wo bekommen wir denn hier ein Getränk? Ja, hier, ne? Wo? Sag. Was möchtest du denn trinken? Habt ihr eine Apfelschorle? Wir haben auch eine Apfelschorle, ja sicherlich. Oh, ist das schön. Oder? Das lasse ich mal einfach hier so. Die ist für dich. Dankeschön. Du musst ja auch eine aufmachen. Ja, sicherlich. Ist ja so warm heute. So. Ja, cheers. Das ist schön. Auf dich. Auf dich. Auf den schönen Tag. Prost. Das war wunderschön, Bella kennenzulernen und hier ein bisschen Zeit im Vorderhaus zu verbringen.